Sterben gehört zu unserem Leben. Also es ist wie die Geburt, der Verlauf vom Leben und dann kommt halt unweigerlich auch das Sterben. Also es ist auch etwas Natürliches und es gehört zu uns Menschen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Das ist einfach so. Also mein Name ist Markus Minder, ich arbeite im Spital Affoltern und bin Geriater und Palliativmediziner. Also Palliativmedizin tut sich mit Menschen behandeln, die schwere, unheilbare Krankheit haben. Und der Geriater ist der Spezialist für alte Menschen. Warum ich das sage, ist natürlich in beiden Disziplinen oder in beiden Spezialgebieten ist das Thema Sterben ein grosses Thema und ist letztlich auch kommt ganz häufig vor im Alltag. Also von dort her ist es etwas, was mich jeden Tag beschäftigen oder konfrontieren. Die meisten Leute oder auch ältere Leute finden, ich habe ein gutes Leben gehabt und das, was jetzt kommt, ist auch okay und für mich stimmt es so. Es gibt natürlich Situationen, wo wirklich irgendeine Krankheit einfach völlig unpassend und es geht eigentlich nicht und Sterben ist ein ganz schwieriges Thema, oder? Es geht fast nicht. Aber die dann im Alltag, also meistens ist es so, wenn es dann um Sterben geht, sind eigentlich fast alle, also ich habe wirklich fast 1, 2 Beispiele, was nicht ganz so war, aber bei eigentlich allen sind dann ganz gelassen und ruhig und freuen sich fast ein bisschen auf das, was kommt. Also das tut mich ein bisschen beruhigen. Ja. Also ist Sterben ein Tabuthema? Also letztlich glaube ich schon ein bisschen. Oder mich denkt, es ändert sich in der Gesellschaft sehr vieles. Also in der Gesellschaft, wenn wir ein bisschen zurückschauen, also unsere Großeltern oder Urgroßeltern, hat man häufig, und das gibt es ganz wenig, vielleicht auf dem Land noch, auch so die Großfamilie und man hat in einem Haus gewohnt, die Kinder sind auf die Welt gekommen, die ältere Generation ist auch verstorben und alles war unter einem Dach gewesen. Und letztlich ist es auch eine Natürlichkeit und es hat einfach zum Leben gehört. Und die Kinder sind schon von klein aus eigentlich mit der Endlichkeit, wenn man so will, konfrontiert worden. Jetzt denke ich, ist ja noch spannend. Also mich denke, das hat sich aber auch in den letzten 10 Jahren schon einmal hat sich etwas gewandelt. Wenn wir so ein bisschen, sagen wir, vor 10 Jahren oder als ich das angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe ich immer wieder Leute erlebt, also Eltern, also so Mittelalter, 50-, 60-Jährige, die ihre Eltern in den Tod begleitet haben, die total Mühe haben, mit dem umzugehen, wo man gemerkt hat, das ist das erste Mal, dass sie jetzt einen Sterbenden begleiten. Also letztlich ist es, und das ist auch wirklich so ein Tabuthema gewesen. Lustigerweise ist es ja in der virtuellen Welt dann wiederum ganz anders. Also ich meine, ich kann irgendwie den Fernseher anstellen und alle 2 Sekunden stirbt jemand. Also das ist dann nonstop ein Thema, Sterben. Aber in der reellen Welt ist es schwieriger. Und man hat auch Angst vor dem. Es ist eine Angst da. Also wenn ich zurückdenke, habe ich einige Erlebnisse, wo ich sehr mit gutem Gefühl zurückschaue. Und ich glaube, Palliativmedizin ist eben auch, sind die kleinen Sachen, die sehr viel Grosses bewirken und auch machen. Das sind zum Beispiel auch bei uns in der Palliativstation hat schon 2-mal hatte ich schon eine Hochzeit gehabt, wo ich auch Trauzeuge war und das sind sehr bewegende Momente gewesen. Und es war ganz wichtig für die Betroffenen, dass sie eben auch, dass das noch stattfinden konnte. Oder etwas, was mir jetzt auch noch in den Sinn kommt, das sind einfach so kleine, das ist dann irgendwie wie Palliativmedizin auch. Oder es hat mal einen Patient bei uns gehabt, für ihn sind Rösser ganz etwas Wichtiges. Sie hatte eine ganz enge Beziehung zu seinen Pferden, hat glaube 2 oder 3 Pferde daheim gehabt. Und bei ihm war es einfach ein Anliegen, dass es nochmal sich von diesen Rössern verabschieden konnte. Die Situation an der Krankheit ist leider sehr schnell fortgeschritten und wir haben wie gesehen, also es geht einfach nicht mehr, dass er nochmal heim gehen kann. Das hat er nicht mehr geschafft von seinen Kräften. Was dazu geführt hat, dass wir geschaut haben, dass
zumindest ein Ross, zu dem, wo er die engste Beziehung hatte, dass das Ross zu uns kam. Dann ist es in der Palliativstation im Garten, ist dann das Ross gekommen und da hat es eine Begegnung gegeben bei uns im Garten zwischen ihm und dem Ross und das sind sehr bewegende Momente. Ja. Es gibt manchmal auch Begebenheiten, und das haben wir auch schon gemacht, da habe ich schon ein paar Telefone gemacht, von Menschen, die man vielleicht länger nicht mehr gesehen hat oder auch etwas, das eben nicht ausgesprochen ist oder noch unausgesprochen ist. Und dann machen wir von der Palliativmedizin, versuchen wir, wenn das irgendwie möglich ist, dass wir die Menschen noch mal zusammenbringen, um eben vielleicht etwas auch abzuschliessen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich bewusst ist, es können Schmerzen kommen beim Sterben, es kann Atemnot kommen, aber das können wir behandeln. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also man muss nicht Atemnot haben. Wenn es jetzt ganz eng würde und man merkt, es wird ganz schwierig, haben wir immer die Möglichkeit von sogenannter Sedation. Das heisst, wenn es gar nicht geht, kann man auch ein Medikament geben, das man macht, dass man schläft und man muss nicht leiden. Ich glaube, für viele ist, wenn jemand im Umfeld, wenn man erfährt, es ist eine schwere Krankheit, man erfährt auch, es ist das Thema Sterben, das gibt ja ein mulmiges Gefühl und darf man das ansprechen oder tue ich dann gerade Krisen auslösen oder wie mache ich das? Ich glaube, das dürfen wir ein bisschen gelassener nehmen oder man muss keine Angst haben vor so schwierigen Themen, weil für die Betroffenen ist es sowieso ein Thema. Und man muss ein bisschen den gesunden Menschenverstand, ich meine, wenn man merkt, es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, dann ist das völlig okay, aber meistens ist, wenn man zum Beispiel fragt, macht dir Angst, was jetzt auf dich zukommt, dann ist man schon voll im Thema drin. Und ich glaube, man sollte auch nicht meinen, wir haben immer so ein bisschen das Gefühl im Gespräch, wenn jemand mir ein Problem sagt, dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste dann gerade eine Lösung auf das Problem haben. Und ich glaube, das muss man auch nicht meinen, nur schon da sein und zulassen ist ganz wichtig. Und man muss nicht, es gibt schwierige Situationen und Situationen sind manchmal einfach ganz ungerecht, ganz blöd, wie man es auch immer will sagen. Aber das kann man dann nicht wegdiskutieren, aber man kann da sein und die Leute unterstützen. Und wenn es eben ein Problem gibt, dass sie wissen, man steht und tut sie im Weg begleiten.